Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion und heute wieder unser beliebtes Format, die Vorlex des Monats, dieses Mal für den Monat Juni. Mein Name ist Corby, mit dabei ist der Mike. Servus. Und natürlich nicht zu vergessen der Kani. Immer dabei, Hopperdere. So, und jetzt gleich mal die Frage, weil vielleicht der ein oder andere Hörer spürt schon an meiner Stimme, ich bin so richtig in Feierlaune. Heute ist nämlich der 29.06. und unsere aufmerksamen Fans werden wissen, was das bedeutet. Der Kani weiß bestimmt auch. Kani, was war gleich wieder am 29.06.? Ja, recht aktuell. England hat uns gerade aus der EM rausgeschossen mit 2-0, oder? Meine Herren, das gibt's ja nicht. Scheiße, aber deswegen bin ich doch nicht in Feierlaune. Warum bin ich in Feierlaune? Achso, nein, mir gerade einer ein Meme geschickt, wo es geheißen hat, nach dem 2-0 von England überlege ich mir, ob ich mir die Affenfresse erst richtig voll saufen soll. Also deswegen hätte ich jetzt gesagt, Feierlaune kann man für das auch machen, oder? Ja, schon, aber was war denn heute vor einem Jahr? Ach so, du möchtest was Historisches hören. Heute vor einem Jahr ist, meine, der beste Podcast der Welt an den Start gegangen. Kann das sein? Mike, was sagst du? Kann das sein? Ist das so? Gänsehaut. Ja, Kandidat hat 100 Punkte. Bing, Wolle. bing, 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 bing. Da war es doch ein Ständchen, das war doch ein Ständchen wert, oder Mike? Jetzt, stimmen wir mal an. Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben. Dreimal hoch, 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 hoch. Leck, war das jetzt das Cookie-Monster von der Sesamstraße oder was? Das war der Verantwortliche für einige Autounfälle, wenn man das anhört unterm Phone. Richtig. Ja, ist eigentlich schon traurig, dass sich unsere Hörer da gar nichts überlegt haben, dass sie uns halt überraschen oder dass uns ein... Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, Ich glaube, eine große Überraschung. So musst du sagen, bei uns hat jetzt gerade gewedert wird Sau. Die werden sie jetzt nur mehr ein wenig versteckt haben, dass sie nicht nass werden und vom Winter verblasen. Ich glaube, so. ich hab's ihm gefällt, dass da noch was wartet auf uns. Ja, ich glaube auch, dass die wahrscheinlich gerade busweise unterwegs sind, dass sie uns überraschen können. Ungefähr so viel Leute wie bei Assault fahren sie gerade zu. Und sie wollen dann durchs Fenster rein. Ja, genau, die wollen dann auch durchs Fenster. Und dann schieße ich noch eine. Ja, ihr seid ja bestimmt daran interessiert, ein paar Zahlen zum Hören, oder? Kein Mensch Aber mit Zahlen hallo. hören. Was? Aber hallo! Aber In jeder hallo. scheiß Betriebsversammlung auf der Welt kriegt man einen Schlaganfall, wenn eine Folie mit Zahlen vorne ist. Ja, aber gut, mir ist das wurscht sein. Sagt halt einmal Zahlen. Also, wir haben ja seit letztem Jahr über 5860 Downloads und Streams. Also das ist doch mal ein Applaus wert. Wir haben ja über 2000 Hörer und Abonnenten haben wir 1735. Also es sind eigentlich die geilsten und wunderschönsten Abonnenten dieser Welt. Das ist wahr, ja. Wahnsinn. Ich hab immer geschätzt, dass es ungefähr 1600 richtig geile Menschen auf der Welt gibt, aber es sind tatsächlich 1735, hast du gesagt, oder? Stark. Ja. Mit uns sind es 1738 und das ist schon eine Hausnummer, wenn du zu die sexiest people of Germany gehst. Und dann, ich weiß schon, ihr habt es heute in der Früh schon von mir gekriegt, aber bei dem ganzen Alkohol, den ihr ab und zu mal konsumiert, habt ihr es bestimmt wieder vergessen. Deswegen ratet einmal, was ist unsere erfolgreichste Folge? Unsere erfolgreichste Folge. Mark Verdammt, Benecke, oder? War es der Watchman mit Mark Benecke? Ja. Voll enttäuscht, Mark Benecke, oder? Nein, Immer mit das den ist- Gäste. Nein, das ist meine angestrengte Stimme, war das so nachdenken. Ja, dass er nicht lallt. Vor lauter Rausch schon wieder. Aber ja, stimmt. Also unsere erfolgreichste Folge ist Watchmen, die Wächter mit Dr. Mark Benecke. Also sagst du, wir müssen uns mehr berühmte Gäste zuziehen, dass wir ein bisschen einen Erfolg haben. Voll. Unsere Deppen mal mich anscheinend keiner hören. Nein, Nein, wir das müssen uns in stimmt. irgendeinem Fame müssen wir uns suhlen. Das hilft nicht. Ja, Ja. das machen wir. Also die erfolgreichste Folge, wo wir Alor drin sind, das ist gleichzeitig die, wo ich glaube nein, das stimmt nicht, an der Weihnachtsfolge war ich nur besoffener. Aber bei der Folge war ich auch ziemlich gut dabei, und zwar Susi Susi und und Strolch. Strolch, ja, natürlich.
Und ich sag's immer wieder, weil ganz viele Leute haben da gemault, was wird's jetzt den scheiß Film besprechen? Und ich hab gesagt, die Folge ist eine der beliebtesten Folgen. Und das glaubt aber keiner. Ja, jetzt es wieder mal. Schwarz auf weiß, Herz ist jetzt. Habt ihr irgendwelche Fragen? Soll ich irgendwas liefern? Ich sitze ja hier gerade mitten an unserem tollen Dashboard. Kannst du unsere Downloads auf Bundesländer oberbrechen? Auf Bundesländer? Nein, ich glaube nur auf Länder. Damit. Moment, ich schau mal. Mich wissen noch mal irgendwo. Wo war's, Mike? Was haben die zwei Lieben von Fürchtenlehren gesagt? Aus Indien haben so einen Download gehabt oder so. Ja, genau. Ich mich auch international gehe. Wir sind ziemlich international. Österreich zählt nicht. Über 5000 Aufrufe kämen natürlich aus Deutschland. Dann um die 170 kämen aus den USA. Was? 90 Frankreich, Spanien 88, Österreich 72, Irland 25, Schweiz 23. Die Liste geht so weiter. Wir haben auch Indien. Wir haben indische Hörer. Und zwar ganze 4 Stück. Ha, mehr als Fürchtenlehren. Boom, Josh und Maike, boom. Also wir haben auch aus Guatemala haben wir auch einen Hörer. Also Grüße gehen raus. Auf alle Fälle. Ungarn, Türkei, Marokko, Schweden, Mexiko, Luxemburg, Honduras. Aber jetzt weg Ungarn, dann sage ich halt lieber nichts über die Regenbogen-Thematik. Nein, mach's lieber nicht. Nein, wollen wir uns nicht vergraulen. Also Wahnsinn. Eigentlich unser Podcast ging um die ganze Welt. Also wenn ich mal diese Karte hier anschaue, da ist alles eigentlich fast ausgewählt. Wir sagen ja nicht umsonst, dass es der beste Podcast der Welt ist, weil, wie es gerade jetzt, Ungarn, Indien, Guatemala, alle wollen unsere geilen bayerischen Stimmen in ihren Ohrmuscheln vibrieren hören. Ja. Das Schwein ist für die Ohren will jeder eine Portion. Ja. Das ist also wenn das kein Wurleck ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Das ist absolut Wurleck. Also das ist ein richtiges Highlight. Ist das. Haben wir fertig für heute, oder? Ich wollte schon sagen, ja, das klingt. Haken dahinter. Ich habe vorhin schon zum Mike gesagt, also wir haben ja 83 Folgen jetzt in einem Jahr herausgebracht. Also die Leute, die jetzt nachrechnen, wie viel das pro Woche sind, ja, es wird schwierig. Es ist nämlich eine ungerade Zahl. 12,5. Nein, und wir haben jetzt vorhin gesagt, der Mike und ich, also ab sofort werden wir nur noch einmal im Monat eine Folge veröffentlichen. Ja, das klang. Jetzt gehen wir vom Gas aber. Ja, genau. Die dauert zwar dann 9 Stunden, aber. Ja. Die ist halt dann für die Fahrt mit dem Bus auf Wacken um mich. Ja, stimmt. Genau. Die schneide ich dann nicht mehr, also das wird dann 1:1, so wie wir es aufnehmen, einfach ausgestrahlt. Bei 9 Stunden, was soll da schon passieren? Oh Gott, da werden sie uns irgendwann einsperren für die Sachen, die bei mir immer ausschneiden, wenn die drin bleiben. Oh Gott. Großer Gott, McFly. Ja, gut, soviel zu Statistiken, Zahlen, Spaß. Also der beste Podcast der Welt ist jetzt 1 Jahr alt. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mein Warleck. Jetzt lass halt unser Warleck sein. Ja, dann ist halt unser Warleck, dann bringe ich mein Warleck einfach später. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir noch an mit der Sendung. Mike, was hast du so an Warlecks und Bailecks in dem Monat erlebt? Also als allererstes möchte ich mal raushauen, Warleck, der Olaf Ittenbach, der deutsche Godfather of Gore, macht einen neuen Film. Und das ist einmal auf alle Fälle ein Warleck wert. Das Ganze nennen sie Levizia. Und wir schaut anhand von den ganzen Battle, die wo man auf der Facebook-Seite vom Film sieht, unglaublich blutig, brutal und voll gut aus, muss ich sagen. Ich hab mit dem Herrn Ittenbach ein bisschen geschrieben und hab gesagt, hey, ich brauche halt für den kommenden Warleck einmal ein paar Infos, wenn er schon mein Warleck ist, möchte ich wenig wissen, um was das geht. Der Film spielt 1914 umeinander, zu Beginn vom Ersten Weltkrieg. Eine Frau rettet einen schwer verletzten Soldaten. Er ist nicht nur schwer verletzt, sondern er kann sich auch an nichts mehr erinnern und leidet an Gedächtnisschwund. Obendrein gilt er auch noch als fahnenflüchtig, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er jetzt ein Nazi-Soldat ist oder was, das weiß ich nicht. Aber das sehen wir dann spätestens im Film. Wenn es im Ersten Weltkrieg ist, dann wird es kein Nazi sein, oder? Ah, das stimmt, habe ich die. Gut, dass ich die dabei habe. Doch, der erste. Der erste Nazi. Stimmt, das ist der Alpha-Nazi gewesen. Auf alle Fälle werden die zwei verfolgt und müssen fliehen. Und der Mo erkennt dann nach und nach, dass die Frau besondere Fähigkeiten und Begabungen besitzt. Und seltsamerweise liegt ihr verdammt viel dran, dass der Soldat seine Erinnerung wiederfindet. Bam. Also das ist jetzt einmal die Story dazu. Wer einmal ein paar Battle sehen möchte dazu, wie gesagt, der Film heißt Levizia.
Da kann man bei Facebook schauen, da gibt's recht schöne Facebook-Seiten. Einfach Levitia bei Olaf Ittenbach und dann geht's los. Das Ganze hat er momentan läuft unter einer Crowdfunding-Kampagne bei Indiegogo. Also wer ein paar Euro locker hat, der soll damit bei Indiegogo reinschauen. Gibt's ja die Links auf der Facebook-Seiten. Also ich habe meinen Beitrag schon geleistet. Das waren, glaube ich, 30 Euro für ein DVD- und Blu-ray-Set, handsigniert vom Olaf Ittenbach. Und ja, habe ich braucht. Und ich freue mich sakrisch auf das Ganze. Genau. Das ist schön. Ja. Voll cool, voll cool. Und der Olaf Ittenbach, hat da wirklich geantwortet oder hast du das jetzt gerade alles erfunden? Nein, der hat wirklich geantwortet. Der ist fannah. Das ist richtig fan, ja. Und ja, wie gesagt, also ich mag ja die Filme von ihm von Haus aus. Also ich glaube Anfang der 2000er, da habe ich zum ersten Mal Black Past gesehen, die haben bei uns in der Videothek rumgestanden, oder dann Burning Moon oder Primutos. Also effekttechnisch war der schon immer andere Indie-Produzenten um einiges voraus. Und ja, als junger Gorehound brauchst du die Filme von Olaf Ittenbach, und die geben dir genau das, was du möchtest. Blutige Effekte, Handlung eher seicht gehalten und ist eher Träger vom Gezeigten, und ich hoffe, dass das bei Levitia ähnlich ist. Also hauchdünne Handlung und saftige Splitterszenen. Genau das möchte ich haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt habe ich schon gedacht, du sagst, der liebe Herr Ittenbach ist ein Fan von unserem Podcast. Das wird er vielleicht noch. Das wird er noch, das ja. Steht sich noch aus. Und er ist echt Fan, ich war schon mal auf dem Film drüber dabei, zu Legend of Hellman oder geheißen, oder? Genau. Der Film. Und echt geiler Typ, also da gibt's nichts mit irgendwelchen Allüren mit, ja, lasst's mit Ruhe, sondern wenn's was zum unterschreiben hast, dann haut er da sein Servus auf, dafür musst du aber dann am nächsten Tag blau machen, damit's beim Dreh bleiben kannst und mitsaufen kannst. Das weiß ich noch. Ich muss halt heimfahren, ich kann nicht so lange da bleiben. Scheiß doch auf die Arbeit, hat's geheißen. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte kündigen, dann bleibe ich da. Dann haben wir noch ein paar halbe gesoffen und haben wir ein paar Szenen gedreht, das war so lustig. Man sagt mir einmal von hinten. Hey, nicht schlecht. Du bist der im Mittelalter mit der Armbanduhr, oder? Ja, genau. Passt. Just Gandalf's Things habe ich gemacht. Also, ich habe gedacht, man sieht mich immer von hinten, ohne Hosen. Oh, das muss der Conny sein, mit dem Herzl-Tattoo am Arsch. Genau, echt Lederzeichen habe ich drauf tätowiert. Genau. Da mag ich da kurz reingrätschen, weil ich hab was ganz Ähnliches als Oleg, und zwar der Simon Spachmann, den wir ja alle kennen, weil er aus unserer ersten Folge Wer bist denn du stammt, macht auch wieder einen Film und macht jetzt die Fortsetzung, die wir damals schon mal angekündigt haben, Born Dead 2, und hat schon die ersten so kleine Reels oder schon veröffentlicht auf Facebook, dass man sich das anschauen kann. Ja, und es schaut wieder hammy wild aus, da bin ich geil drauf. Also Vollgas. Ittenbach und Spachmann sollten sie vielleicht mal zusammen da zu einer geilen Splatter-Orgie. Ich glaube, da kommt was richtig Geiles raus. Und auch hier ist es so, wer Bock hat, kann ihm da ein Zwickel 20 zuwerfen, der freut sich über alles. Wir haben ja auch schon zweimal ein Zwickel 20 zugeworfen, und da ist er ja auf ewig dankbar. Auf alle Fälle. Also Drum immer support die Underground, weil es Warleck richtig geil ist, wenn die geilen deutschen Splatter-Scheiß raushauen. Es tut sich momentan wieder irgendwas in der deutschen Independent-Szene. Schaut gut aus. Ja, da sind wir dabei. Und ich will jetzt dann gleich weitermachen, wenn wir schon bei den blutigen Hammen sind. Ich habe einen Warleck ist der krass gesehen. Einen Film, den wo ich eigentlich gar nicht empfehlen darf, weil er beschlagnahmt ist, und zwar Ebola-Syndrom von 1996. Der Film läuft unter der Category 3 Einstufung. Das ist quasi in Hongkong gibt's quasi die Alterskategorien von 1 bis 3, und Category 3 ist quasi die harten Sachen, also die richtig groben Splattereien, die Sauereien, die Ferkeleien. Okay, und also das heißt ab 12. Ich weiß nicht, ich dann eher sagen so ab 18 aufwärts und so. Aber ich weiß nicht, wo das dann angesiedelt ist, aber ich denke mal schon eher dann für die Volljährigen. Der Film ist vom Hermann Yau. Der hat ja auch noch einige andere asiatische Splatterfilme zum Verantworten, und der Anthony Wong, den kennen auch wahrscheinlich einige, spielt da die Hauptrolle. Und der Film ist wirklich eine richtig drastische Sau. Also der verdient die Kategorie 3 Einstufung dermaßen. Also jetzt gerade grob umrissen. Nachdem nachdem eben der Tony Wong seinen ehemaligen Arbeitgeber samt Familie umgebracht hat, flüchtet er nach Afrika, arbeitet da auch wieder als Koch, und da die Fleischpreise momentan zu hoch sind, kaufen sie die Schweine irgendwo bei irgendwelchen Eingeborenen, da wo gerade das Ebola Virus grassiert und alle Leute
am Verrecker sind. Und da kaufen sie gemütlich eine Schweine. Und da der Herr Wong ein richtig asozialer Typ ist, fegelt er noch eine schwarze, kranke Frau, die quasi am Straßenrand liegt. Und der schlägt die dann noch mit am Stor. Also der Film ist nur krass. Also das war wirklich ein richtig hartes Ding. Er infiziert sich quasi dann mit Ebola und steckt dann alle rundum ebenso an. Also ich werde jetzt vor einige Details, was es in dem Film noch ist zum Sehen gibt, verschonen, weil wir vielleicht doch ein paar Leute dabei haben, die es nicht gar so gar wollen, aber derjenige, der wo sich mal so richtig die Breitseite wieder geben mag, der schaut sich Ebola-Syndrom an, weil der wirklich ein richtig hartes Teil ist. Er hat manchmal auch das typische, Overacting drin, wo es man als Filme aus der Region öfters mit drin hat, aber die wirklich harten Gewaltszenen und der wirklich krasse Soundtrack dazu machen das Ganze, fast unerträglich. Also ist wirklich eine ganz harte Sau. Super. Echt? Also, klingt nach einem traumhaften Sonntagsnachmittagsfilm. Also. Ja, gut, wenn du mit der Manson Family beieinander sitzt, auf alle Fälle. Also mit deiner Schwiegermann brauchst du den auf alle Fälle nicht anschauen. Kennst du seine Schwiegermann? Nein, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass... Ja, dann. Das ist eine saubere Frau. Die mag gute Kassetten. Ja, genau, deswegen mag die wahrscheinlich Ebola-Syndrom nicht singen. Nein, ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, in welcher Stimmung ich sein müsste, dass ich den anschauen möchte. Ja, wie gesagt, also man soll jetzt schon ein wenig da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Ja, man soll jetzt ein wenig schon was gewohnt sein. Also man braucht jetzt nicht von Insidious raus und dann gleich Ebola-Syndrom rein. Das wird man wahrscheinlich so nicht so schnell backen. Aber wenn man sie... Was? Das härtet ab. Ja, das ist auf alle Fälle. Das ist eine richtig kalte Dusche. Also das heißt, wenn der Mike jetzt da eine Altersempfehlung abgeben darf, was darf der sagen? Ja, ab 18 kann man den schon anschauen. Aber wie gesagt, das ist, was man halt schon für Sehgewohnheiten hat. Also ein anderer, der beidelt sich ab und sagt, ja, war ja ganz okay. Und der andere sagt, er hat noch nie so was Asoziales gesehen. Ja, aber das auf alle Fälle, mein Warleck ist das krass. Und wie gesagt, empfehlen darf ich nicht, aber schaut's euch an. Schaut's euch an. Ich darf's nicht, aber schaut's euch mal an. Aber ist der dann auch bei uns auf dem Index? Nein. Ja, ich meine schon. Es ist auch keine Werbung nicht dafür. Ich mache keine Werbung. Nein, also und wenn jetzt da irgendwas aufkommt, das heißt, es habt da einen verbotenen Film beworben, die Adresse steht dann später in der Bio. Mike. Genau, aber nur bitte handschriftlich. Ja, bitte. Und dann habe ich nur eine Arschbombe gesehen. Und zwar tut mir das von Herzen leid, dass ich das sagen muss. Und zwar The Reckoning. Was? Nix. Ich hab gefragt, ob du in den Spiegel geschaut hast. Dann habe ich gut gelacht und. Ja, super, der war gut. Ja, der war schon richtig gut. Ja. Das wird mir ja später mal leck, der Witz. Ja, man merkt, also nach einem Jahr sind wir immer reifer geworden. Ja, voll. Das ist echt richtig degenerativ, der Podcast. Auf jeden Fall hat mich The Reckoning angeschaut von einem von meinen Lieblingsregisseure, und zwar Neil Marshall. Nur der Film ist leider eine Arschbombe. Also der kann... Echt? Ja, war nix. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Also im Endeffekt ist der Film nur dazu da, dass er die Puppe vom Neil Marshall, die Charlotte Kirk, dass die ihren eigenen Film kriegt, so ungefähr, und im Rampenlicht steht. Also macht er einen Rob Zombie praktisch. Ja, so ungefähr. Im Endeffekt ist die Story so, dass ich sage, okay, wer Hexen bis aufs Blut gequält gesehen hat oder so, der sagt, ja, hey, cool, wieder mal ein Hexenfolterfilm oder so. Nein, ist nicht. Also er ist null blutig, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber jetzt, wenn man sich da jetzt drauf einstellt, dass man da jetzt Hexenfolterei sagt oder so, wie in die guten alten 70er, das kriegt man auf alle Fälle nicht zum Singen. Gerade kurz zur Story, im 1660 rum verliert eine junge Frau ihren Ehemann während der großen Pest. Ihr, in Anführungszeichen, Vermieter, der war schon immer scharf auf sie gewesen und die lässt ihn aber abblitzen. Und dann heißt es, wie bei den Simpsons damals, wird auf sie gezeigt, dann heißt es Hexe, Hexe, Hexe. Dann wird die Dame quasi eingespielt im Kerker, ihr Kind wird ihr entrissen und wird bei dem verhassten Vermieter quasi wird dem überlassen zum Aufziehen, und die Frau muss sich quasi in die Katakomben unten einiges an Foltereien über sich ergehen lassen, weil man sie ja schließlich zum Geständnis bringen möchte, dass sie eine Hexe ist.
Das Ganze zirkt sie wie Rotz am Ärmel. Das ist wirklich, ja, ich glaube, der war fast 2 Stunden und du spannst jede Sekunde. Also der Neil Marshall hat ja einige von die großen Schlachten von Game of Thrones inszeniert, wo ich schon gesagt habe, ja, okay, der kann das Mittelalter-Setting, das kann dem richtig liegen und so. Oder auch, der hat auch den grandiosen Centurion gemacht. Kann dem liegen, habe ich mir gedacht. Und dabei ist das Ding richtig langweilig. Also nicht anschauen, gefällt mir nicht. Leider. Okay. Leider. Das ist der The Descent gemacht hat, oder? Ja, genau. Und den Hellboy, den dritten in Anführungszeichen. Ja, was möchtest du dann Oh erwarten? Gott, hallo, Nein, Hellboy, bitte. der Hellboy war gut, halt der Maul. Das war doch dann klar, dass es nur noch der war Scheiße gut? kommt. Ja, der war gut, der hat richtig Spaß gemacht. Ja, Was? hoffentlich kasteln die für die Nebula-Werbung ein, du Vollidiot. Was? Kann Ja, mir mir hat nicht schon Spaß wirklich gefallen. Halt sein Maul. Der war richtig eine geile Action-Sause war das. Wir haben uns ja am Anfang gefragt, warum sitzt du mir allein im Kino? Dann nach den ersten 5 Minuten haben wir gewusst, warum. Ja, genau. Und spätestens nachdem die 6. Szene das 3. Mal gleich gezeigt worden ist, habe ich nochmal gewusst, warum. Lasst's da halt. Unglaublich. Ja, und der hat auch noch Dark Soldiers gemacht und sowas, also der Neil Marshall. Oder Doomsday, voll geil. Ja, okay. Aber wie gesagt, mit Reckoning kann er leider nicht überzeugen. Konnte er ja seit Hellboy nicht mehr. Okay. Dann habe ich gerade noch einen kurzen, den möchte ich noch mehr erwähnt haben, weil der Film wissen wir, dass unglaublich der gut kurzen gealtert ist. Dann bin ich eigentlich fertig. Dein Haus richtig gut aus. Ich habe Also wieder nichts gehört. der war echt gut. Das Der muss war ich schon super, sagen. gell? Ich sag's Ja, dir, der so war, schon der war Witze. top. Also, Der war richtig gut. Heid. Ich hab's nicht gehört. Heute ist echte Comedy-Show ist heute da. Ja, ups. Also jetzt pass auf, ich erkläre den Witz aber nur einmal. Ja. Und zwar, du hast gesagt, ich hab nur noch einen kurzen. Und dann Ja. hat der Kani gesagt, ich hab schon immer gewusst, dass du einen kurzen hast. Oh, der war super. Ja, Schon, gell? Der war wirklich Ich sag's gut. dir, der war Ja. richtig gut. Ja. Also. Dann habe ich Ganz nach gut. 10 Sekunden das Lachen angefangen. Weil du da verstanden hast. Ja, genau. Für unsere Hörer, also in dem Gespräch sind jetzt insgesamt 7,5 Minuten Lachpausen rausgeschnitten worden, weil wir uns wirklich nicht mehr gekriegt haben. Das ist ganz, ganz heftig gewesen jetzt. Ja, erst bei der Hälfte haben wir gemerkt, ach so, Penis. Oh Und Mann, das ist ja mir ganz Trompete. vorher losgegangen. Ja. Gut, dann habe ich bloß noch einen kurzen zum Raushauen. Und zwar Das Relikt habe ich mir wieder mal angeschaut, von 1997. War Welt. Der Film funktioniert heute noch genauso gut wie damals. Also der ist dank der zeitlosen Practical FX vom Stan Winston, der die Effekte von Terminator, Aliens, Jurassic Park oder Predator gemacht hat, ist der Film einfach nach wie vor zum Anschauen. Der ist düster, der hat einen geilen Soundtrack. Es sind 2, 3 miese CGI-Szenen drin. Da zu der Zeit, wie gesagt 1997, das ganze CGI noch einigermaßen in die Kinderschuhe gesteckt ist, aber das kann man bei dem Film absolut verzeihen. Also das Monster schaut super aus, während es läuft, die Fresse ist Wahnsinn, die Splatter-Szenen, die rocken, ja, der ist keine Minuten zu lang, obwohl er doch fast 2 Stunden dauert. Also wer den Film noch nicht kennt oder sagt, hey, ich möchte wieder mal was Älteres sehen, der soll jetzt Das Relikt, Museum der Angst einbauen von 1997, der rockt immer noch. Dann bin ich jetzt eigentlich fertig. Stimme zu. Den mag Ja. ich auch ganz gern. Habe ich als junger Campi gesehen und war damals schon begeistert. Voll. Und vor allem auch für die Frage, ab 16 ist der, ja, von die Gore-Szenen her schon hübsch deftig. Aber da das Ganze ja nicht von einem Menschen ausgeht, sondern von einem Monster, haben sie gesagt, ach ja, den lässt man mit der 16er durch, das passt schon. Ja, weil es wurscht ist, haben sie gesagt. Weil es wurscht ist. Wurscht, ess mal ein Stück Wurst, haben sie gesagt. Ja, schön, ja, schön. Dann sind wir ja schon ganz gespannt, was jetzt der Kani noch so im Petto hat. Was, warum muss ich so fangen? Ja, soweit. Do it. Okay, ich weiß gar nicht, was ich anfange. Ich habe einen ganzen Sack voller Scheiße da, was ich erzählen wollte. Aber ich muss noch ein bisschen reduzieren, weil es zu viel wird, weil der Mike einfach seine Fotzen nicht mehr halten wollte. Oh Mann. Und ja, es war halt einfach ein bisschen, jetzt pass auf, einen Ittenbach-Film, den habe ich auch drauf, den da wir wegstreichen. Fangen wir mit was kurz noch. Ha, nee, der Mike ist jetzt Zipfi, sondern diesmal was anderes. Oh Mann. Gott, also echt ein Dauerbrenner. Der ist echt dieser Evergreen, also ich glaube, ich bringe jetzt in jeder Folge. Ja, voll geil. Mein erstes Walleck ist die E3 war und ich war erst einmal Walleck, es ist eine Scheißveranstaltung gewesen, weil so sehen, das Gurkenfestel war, da war überhaupt nichts Gescheites dabei, bis dann Nintendo kommt und haut uns einfach mal fett einen Trailer zu dem Metroid Dread her und da habe ich, da war es Gewört-Alert bei mir daheim, das war, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und ich bin ja Fan von seit dem ersten Metroid und das Super Metroid auf dem Super Nintendo war ja sowieso der Oberwahnsinn. Das letzte, was ich gespielt habe, war dann das Metroid Fusion und das ist jetzt die Fortsetzung, meine ich, zu der ganzen Thematik, habe ich uns dazwischen vergessen, ja, ich glaube, das 2. habe ich nie gespielt.
Auf alle Fälle obergeil, wieder so Jump'n'Run, Metroidvania von der Seite. Ich bin richtig heiß drauf, das schaut ultra geil aus. Und dann haben wir noch einen Trailer gekriegt. Warte, da freue ich mich auch tierisch drauf, weil es gibt eigentlich neben Hollow Knight kein anderes richtig gescheites Metroidvania. Und das muss ja da endlich einmal bei Nintendo was Gescheites werden. Ja, du musst gerade mal, holst das Nintendo-Abo und holst dann das NES-Metroid und Super Metroid und dann hast du die besten Metroidvanias auf der Welt gespielt. Und bei dem zweiten Warleg-Trailer, da wirst du wahrscheinlich auch sagen, Warleg, da bin ich auch dabei, kann ich, weil wir einen neuen Trailer zu Breath of the Wild 2 gesehen haben. Ja, Warleg, hast du den auch gesehen? Ja, Logo habe ich den auch gesehen. Mensch, ich hab gedacht, ich hab das dran. Oh, jetzt wieder nur über Videospiele, dann geh. Heute mal den Fotos mit deinen Schriften sehen. Jetzt bist du echt eifersüchtig auf den Link, oder was? Ja, weil ich sehr eifersüchtig. Ja, null, ich bin schon am Einschlafen, wenn es nur um Videospiele geht. Mein Gott. Warte, in meinem dritten Warleg geht's wieder drum, wie irgendwelche Asiaten Leute mit Ebola bumsen. Dann bist du auch wieder am Start. Oh Gott. Ekelhaft. Auf alle Fälle, Warleg geil, zweiter Trailer zu Breath of the Wild 2. Zeigt zwar nicht viel Neues, aber so die Kleinigkeiten, die er gezeigt hat, bin ich richtig heiß drauf, dass mehr kommt. Und der dritte Trailer, der gekommen ist, und das glaube ich, kommt da sogar schon jetzt im Juli raus, ist die neue Masters of the Universe Serie, die Revelations. Ich glaube, jetzt im Juli startet die, produziert vom, oder sogar Regie, der Kevin, wer ist der? Kevin Smith, jetzt als erster. Nur Produzent oder Regisseur, was hast du gerade auswendig gemeint? Ich weiß, nur Produzent. Aber vielleicht hat er auch bei ein, zwei Folgen einmal Regie geführt, das weiß ich jetzt aber nicht. Wurscht, so genau. auf alle Fälle, Trailer schaut obergeil aus, habe ich richtig Voll Bock geil. drauf auf das Paket. Und wie gesagt, kommt jetzt schon im Juli raus auf Netflix. Da wird man mal ordentlich harzen müssen, weil wie gesagt, der Trailer schaut so geil aus. Also ich bin richtig. Ja, vor allem, sie hauen ja nicht nur eine Serie raus, sie machen sie wirklich wie in die 80er und bombardieren uns mit Spielzeug und Heftel und alles Mögliche. Also wir haben wieder voll in die 80er drin. Und sogar ein Sticker-Album, Alter, wie lang meine ich? Was, ein Sticker-Album? Ja, es gibt das, ich meine nur noch WM-Sticker-Alben, aber es gibt ja auch von Masters of the Universe ein Sticker-Album. Das ist alles Wahnsinn. Das kaufe ich mir, garantierst du. Ich habe ein Sticker-Album. Oh, die nächsten 3 Gehaltschecks gehen da bloß drauf. Ja, das hilft nicht, das ist mir wert. Da muss ich mir auf einen mehr arbeiten, dass er Geld haben kommt, aber das interessiert mich nicht. Dann habe ich ein Warleg, ist das ein Scheißdreck gewesen, da bleiben wir bei Netflix, weil ich habe mir die Serie Jupiter's Legacy angeschaut, die basiert auf den Mark Miller Comic von 2013. Leck mich am Arsch. Ist das ein Dreck gewesen? Ich weiß nicht, waren es 8 Folgen, waren es 10 Folgen, es kann doch gerade eine gewesen sein, weil ich keinen blassen Schimmer habe, was mit dieser Scheißhaufen von Serie verzeihen mich. Das ist so ein belangloser Rotz gewesen. In einer Tour bockern sie alle nur die ganze Zeit an und sind, was ausschauen, dann sie alle wie 20, trotzdem einander wie mit 4 oder wann ist eine Trotzphase vom Kleinkind? Und nur dumm, du weißt nicht, was das soll. Die Kostüme sind schlecht, die werden ja künstlich alt gemacht, die Leute. Und man denkt, warum? Wer hat denn die Masken gemacht? Das schaut aus wie ein nasser Hoden, den ich mir ins Gesicht drüber gespannt habe. So kreiselig schaut das alles aus. Unglaublich. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so einen Scheißtrick gesehen wie das Jupiter's Legacy. Und da das finde ich relativ schade, weil der Trailer hätte echt cool ausgeschaut. Aber da passt überhaupt nichts. Ob das die Story ist, ob das die Schauspieler sind, ob das die Kostüme und Masken sind, da ist wirklich alles durch die Bank ein riesiger, dampfender Haufen Elefantenkot. Unfucking fassbar, wie beschissen schlecht das war. Hast du dann schon einen Brief geschrieben an Netflix? Falle. An handschriftlichen. Ich hab mich nicht traut, dass ich ihn wegschicke. So wie es ist. Ja, dann hättest du mir lieber Sweet Tooth geschaut, weil das ist auf alle Fälle einiges besser. Das haben wir ja auch geschaut. Das ist nämlich noch ein weiteres Warleg von mir, weil Sweet Tooth eine der schönsten Serien ist, die ich seit langem gesehen habe. Das ist ein unglaublich tolles, schönes, modernes Märchen. Und ja, erste Staffel ist vorbei. Ich bin traurig, weil ich mir jetzt unbedingt weitersehen. Aber was tue ich? Wird man wahrscheinlich dann einmal die Comics bestellen, weil sie auch auf dem Comic basiert. Voll schön. Cool. Ich war begeistert. Super. Ich glaube, das ist die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, Kannst du vielleicht die Handlung kurz so umreißen? Wenn du sagst, es ist wie ein schönes Märchen. Habe ich nicht viel Lust dazu. Das heißt, es basiert eigentlich auch so ein bisschen auf unserem Podcast? Ja, genau. Sommermärchen-Podcast. Bei uns war es das Lockdown-Märchen, weil wir sind entstanden durch einen Lockdown. Ja, da ist es so, es bricht auch ein Virus aus und der ist halt wesentlich tödlicher. Ich glaube, da sind sogar einige Parallelen zu der jetzigen Zeit und ja doch, genau, da waren sogar so geile Szenen mit so Vollidioten, die da gesagt haben, was wirst du Masken aufhaben und so schlimm ist das nicht und mir feit doch nichts und da schon Herdwelt ist ausgestorben. Gut, so krass ist es bei uns jetzt noch nicht. Noch nicht. Zeitgleich zu dem Auftreten von dem Virus werden dann Kinder geboren, die haben tierische Eigenschaften, wie zum Beispiel Hörner, Schweinsnasen
gut, Schweinsnasen haben manche Menschen jetzt auch schon, aber die haben halt dann zum Beispiel eine Hufe oder Nagezähne. Gut, Nagezähne haben auch manche, gell, die kennen ja auch, so viel Unterschied ist nicht. Aber das Markanteste ist, also und zum Beispiel unser Hauptdarsteller, der hat richtig so ein kleines Geweih hat der dann und das passiert halt immer mehr und dann kämen wieder Arschlöcher natürlich, die diese Kinder, die Tierkinder jagen und umbringen wollen und für Versuche hernehmen wollen und so weiter und er kämpft sich halt durch und möchte zu seiner Mom oder zu seiner Mom wollte er hier. Da trifft er auf der Reise, 2, 3 Leute, die ihm da dann helfen und ja, das ist einfach nur schön gemacht, das ist eine schöne Geschichte, das sind schöne Figuren, schöne Charaktere, schöne Umgebung, also es ist wirklich einfach nur so eine richtige Feel-Good-Serie mit einigen Szenen, wo du Fingernägel kauen musst und am Ende da sitzt und sagst, jetzt wenn ich sofort die 2. Staffel kriegt, dann beiße im Fernsehen. mit meinen Augezähnen. Es ist auch null brutal, also es können auch wirklich, die Altersfreigabe ab 12 ist gerechtfertigt, also das kann wirklich die ganze Familie schauen, das ist wirklich eine total schöne Unterhaltung. Ich war auch total begeistert, obwohl ich am Anfang mir gedacht habe, ach, was ist denn das wieder? Und dabei wirklich nach, weiß nicht, Viertelstunde bist du in der weiter so drin und vor allem der Josh Brolin ist nicht, der Vater ist von ihm, weiß nicht, das ist der Erzähler quasi, der wird das quasi immer verzeiht, eben wie ein Märchen und so und ja, das ist traumhaft. Also ich bin dermaßen begeistert. Voll. Hast du es vor oder nach deinem Ebola-Film gesehen? Danach. Da habe ich wieder was braucht, was mir ein wenig hochbringt. Okay. Und was mich wieder an Menschheit glauben lässt, weißt du. So okay. Ja. Ja, ich bin damals schon auf die Comics, war ich damals schon mal richtig geil gewesen, weil das war zu der Zeit, glaube da hat DC mit New 52 einen Comic-Kosmos in Anführungszeichen neu gestartet und ich glaube, dass die relativ kurz drauf ist, das Sweet Tooth auch die erste Folge gegeben und da haben wir schon mal gedacht, das schaut irgendwie so abgespaced aus, weil also der Zeichenstil ist voll verrückt, das schaut ganz verrückt aus, müsst ihr mal ein Bild anschauen und da wollte man ja eigentlich schon mal den ersten Band damit kaufen, aber hab das dann irgendwie übersehen, weil mit der ganzen DC oder allgemein mit der ganzen Comic-Crossover-Scheißzeug überhaupt nicht mehr auskennt habe, was ich überhaupt kaufen soll, bis ich dann gesagt habe, ach, legt sich am Arsch mit Comics, ich bin raus. Und dann habe ich leider auch die Sweet Tooth Comics nicht bestellt. Und fertig mit Sweet Tooth, was möchtest du auch noch mal benzen, wie geil das ist, Mike? Nein, einfach anschauen. Okay. Schön. Einfach anschauen, genau. Ist richtig schön. Und was für mich noch ein kleines, oder was heißt ein kleines, ein großes Vorleck ist, ich bin durch Zufall, das habe ich so gar nicht mitgekriegt, auf Instagram über den Kanal Ich bin Sophie Scholl gestolpert und habe mir dann gedacht, hey, was ist das? Hab mir das mal angeschaut und es ist eigentlich eine ganz coole Idee und eine schöne Aktion vom SWR und BR miteinander. Wir begleiten da praktisch die Sophie Scholl, die jeder kennen soll, die Widerstandskämpferin aus dem Dritten Reich von der Weißen Rose, die mit ihrem Bruder Hans das aufgezogen hat und mit noch einige andere Kollegen. Und dann alle mit Anfang 20, Mitte 20 von diesem Dreckspackverein von damals hingerichtet wurde. Und das ist jetzt so, die haben das jetzt in die Moderne transportiert, also nicht in die Moderne transportiert, aber so gesagt, was wäre gewesen, wenn Sophie Scholl damals, wenn es Instagram gehen hat und die hätte einen Kanal gehabt und so. Und jetzt begleitet man die Sophie Scholl von ihrem Eintritt, glaube ich, in die Uni München bis zu ihrer Verhaftung wird es wahrscheinlich dann gehen, ich weiß nicht genau, ich glaube, dass irgendwie ihre letzten 100 Tage auf alle Fälle da begleiten soll und man erlebt halt das dann alles, wie so ein junges Mädel gelebt hat in der Kriegszeit, wie die Studienzeit gelaufen ist, ohne diese Gedanken drüber macht, ob das alles so richtig war und ich finde das eine ganz geile Aktion und ist auch richtig schön zum Anschauen, sind immer so kurze Story-Videos und am Ende von der Woche gibt's dann meine Woche als Zusammenfassung. Finde ich ganz stark und wer da Bock hat, ich werde das dann, wenn wir die Folge halt posten, werde ich den Kanal einmal verlinken, klickt drauf, liked es, schaut es zu, selbst ich finde immer ganz interessant und sollte man unterstützen. Ja. Und weil es halt einfach auch ein bisschen den einen oder anderen vielleicht wieder ein bisschen wachrüttelt, was er für brunstdumme Scheiß aus Gedanken in die Welt ausbrüllt, vielleicht macht er sich noch mal den Kopf drüber, ob er nicht lieber mal das Maul halten soll und umdenken. Der Film von, 2004 oder so, oder ja, irgendwie früher 2000er, der ist auch ziemlich gut. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, dass ich den über diesen Kanal habe, aber von dem Film jetzt erklärt und möchte mir den jetzt dann mal anschauen. Ja, also kann ich nur empfehlen. Ich glaube, der ist ja bei Netflix, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Der zeigt die letzten paar Tage, also praktisch so den letzten Unitag und wie sie halt dann verhaftet werden und halt dann bis zur Hinrichtung und das ist schon sehr interessant und ich finde der gut gemacht. Ja, und da ist, also wenn dir das gefallen hat, dann sucht mal auf Instagram den Kanal her. Finde ich ganz toll. Ich kenne den, also der ist echt cool. Gerade um der jetzigen Jugend, um das so ein bisschen anders zu vermitteln, ist eigentlich echt eine richtig unterstützenswerte Idee. Also weiter so. Voll, bin ja der Meinung. Und es war genau, Anlass war ihr 100. Geburtstag, war ja heuer am 9. Mai gewesen. Das war dann so der Anlass, dass man dieses Projekt aufzieht.
Und auch die Schauspieler da, die Luna Wedler, die Sophie spielt, und der Max Hubacher, der spielt dann Hans Scholl, und den kennt vielleicht der eine oder andere schon aus dem Film Der Hauptmann, der auch ultimativ krass gewesen ist. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Und die spielen das ja alles so gut, und es ist auch so eine coole Art und Weise, wie die das alles machen, mit dem, dass sie halt da immer das Handy dabei hätten, wenn sie irgendwo sind. Finde ich richtig stark. Also ich freue mich jeden Tag, wenn sie eine neue Story einstellen. Schön. Cool. Sehr schön. Das waren meine Warlegs für heute. Das waren schon deine Warlegs? Das waren schon meine Warlegs, ja. Echt? Okay. Ja, ich hätte schon noch ein paar Sachen über die Schimpfer gekannt. Ich kannte über einige Schimpfer. Zurzeit ist wieder viel los. Ich sag grad, Stichwort, ich kriege einen Schlaganfall, weil irgendjemand eine Regenbogenfahne aufhängen möchte. Wenn mich so etwas stört, ja, dann sollte ich mich in den Keller einsperren und nichts anderes mehr anschauen, wenn ich ein Problem mit einer Regenbogenfahne habe, du Behinderter. Aber ich schimpfe jetzt nicht weiter, weil sonst wird wieder lästig. Gut. Also zwing mich nicht. Was denn? Ich fange jetzt gerade an. Ich drehe jetzt richtig auf, aber es ist so, ich habe tatsächlich in dem Monat, wenn ich Filme gesehen habe, dann haben wir mir entweder einen Podcast drüber gemacht, oder ich war dann danach so, muss ich jetzt nicht heute drüber reden. Da stecke ich eigentlich sehr viel Hoffnung jetzt dann in die kommende Kinozeit, die ja jetzt hoffentlich ab Juli wieder so richtig durchstartet. Da gibt's viele Filme, auf die ich mich freue. Warleck, jetzt was du sagst, das war nur ein Warleck gewesen. Am Donnerstag, heute ist Dienstag, übermorgen machen die Kinos bei uns wieder auf. Ich flippe komplett aus. Voll geil. Ja, Alter, wir rennen so viel ins Kino, dass sie sagen, jetzt hauen wir wieder ab vom Kino. Ja. Was merkst denn du schon wieder da? Ja, genau. Und wo tust du mal? Du stinkst schon viel. Neben Godzilla vs. Kong möchte ich unbedingt Dune endlich mal singen, aber ich weiß nicht, wann der kommt. Ich glaube, der ist nochmal geschoben worden. Ich glaube, irgendwann auf Ende des Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jetzt zur Öffnung, was ich gesehen habe bei uns jetzt, der Cineplex für Spielberg, das werde ich am Donnerstag gleich mal besudeln. Da laufen dann jetzt Godzilla vs. Kong, Monster Hunter, Nobody, A Quiet Place 2, Conjuring 3. Und selbst wenn zum Beispiel so etwas wie Monster Hunter, das wird wahrscheinlich ein riesen Idiotenfilm, aber mir scheißegal, ich werde im Kino drin sitzen. Bitte? Mila Jokovic, Idiotenfilm? Bitte? Paul Anderson-Film, Idiotenfilm. Ja, was ja nicht auf dem Niveau von Resident Evil 4 bis 6 da hingurken, aber das ist mir wurscht, weil Hirn aus, und dann wird es sicher spaßig sein. Und ich hocke im Kino, ist mir scheißegal. Ja. Vor allem haben die Kinos alle bei uns klimatisiert, und dann kann die Scheiße da draußen so heiß sein, wie es mag. Das ist das Nächste, ja. Da hocke ich nämlich geil in der Unterhosen drin und muss nicht schwitzen. Super, ganz toll. Gut. Ich habe aber tatsächlich, ich bin so ein bisschen in meinem, wie soll ich sagen, ich bin so ein bisschen zurück in Gedanken geschweift in meine Kindheit und habe mir dann gedacht, oh, da gibt's so eine Serie, die da jetzt echt gerne mal wieder singen, und dann habe ich die auf YouTube entdeckt und habe mir dann da so ein paar Folgen angeschaut. Ich mach's jetzt mal so. Ich sage jetzt einmal ein paar Themen, die in dieser Serie vorkommen, und ihr sagt's mal, was ist das für eine Serie? Walfang, Nationalsozialismus, dann Nahostkonflikt, Armut in der dritten Welt, Captain Planet, Doping. Dann kommen da Figuren vor, die angelegt sind an Adolf Hitler, Nelson Mandela oder Michael Jackson. Und die Serie endet unter anderem damit, dass der Hauptcharakter schön mit der Knarre dem Adolf Hitler Charakter droht. Und zwar dadurch, dass er die Knarre ihm an den Schädel hält und er droht, ihn zu erschießen. Was eine Serie ist das? Ja, für Kinder. Kinder. Für Kindesalter gesehen hast. Ja. Ist das gezeichnet oder echt? Gezeichnet. Ist aber nicht die Dia-Show, oder? Nein. Ah, verdammt ein Haupt. Keine Ahnung. So, ja, keine blasse Schimmer, was du für kranken Scheiß angeschaut hast. Okay, am Ende von der Serie kommt ein sehr bekanntes Lied, und das heißt, warum bin ich so fröhlich? Alfred Jodokus Quack, oder was? Ja. Da ist der Hitler dabei gewesen. Ja. Was zur Hölle, das weiß ich jetzt was? Weiß ich nicht mehr. Du lügst doch. Na, ohne Scheiß. Ich hab mir gedacht, ich weiß eigentlich so gar nicht mehr richtig, um was da ging. Da war doch mal eine Folge mit Aliens und keine Ahnung, und da hat er doch mal reisen müssen. Und dann habe ich da geschaut, wie viele Folgen das da gibt. Dann habe ich, okay, so 52, und naja, ich muss mir ja da nicht alles so schauen. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich weiß weder, wie die Serie angefangen hat, noch wie es geendet hat. Also habe ich dann so angefangen
Und es fängt richtig nett. Oh, ich meine, wer die Serie nicht kennt, im Endeffekt, es geht um eine kleine Ente, das ist der Alfred Jodokus Quack. Und gleich in der ersten Folge werden seine Eltern eingeführt. Und man sieht dann auch, dass er einen Haufen Geschwister hat. Und in der zweiten Folge werden die erst einmal alles sauber überfahren. Echt, war das so gestört? Krass. Ja, so, dann ist er ein Waise und wird dann von so einem Familienfreund, von einem Maulwurf aufgezogen. Und da hat er dann schon als Kind immer Probleme, weil es halt dann heißt, dein Vater ist ja gar nicht dein richtiger Vater. Und was willst du denn da eigentlich? Du bist gar keine richtige Ente. Da geht's dann schon los mit Rassismus. Da gibt's dann auch schon den jungen Adolf Hitler in Form von einer Krähe namens Kra, der dann auch später die Krähenpartei gründet, wo dann auch alle anderen Figuren, die da eigentlich voll nett am Anfang mit eingeführt werden, mit Maschinenpistolen bedroht werden und auch einer gedroht wird, dass erschossen werden. Und es sind so 2, 3 Folgen, es ist so die Mitte, glaube ich, von der Serie, das einfach Vollgas an die NSDAP angelehnt ist. Und ey, ich bin da gesessen und irgendwie in fast jeder Folge gibt's voll das krasse Thema, wo du halt dann denkst, das ist eine Kinderserie? Das ist jetzt wie so ein Exploitation oder Nazi-Exploitation-Film aus den 70er oder sowas, was du da erzählst. Genau. Das ist ein Wahnsinn. Also, man muss schon sagen, sie haben das richtig geil gemacht. Also jetzt nicht nur von den Synchronstimmen und auch von den Zeichnungen und was weiß ich her, sondern auch von den ganzen Botschaften. Es gibt zum Beispiel auch eine Folge, wo es explizit über den Klimawandel dann reden und darüber, dass sie einen erneuerbaren Stoff finden müssen, der halt dann als Benzin ersetzt. Und da sagen sie dann schon, ja, aber Elektroautos, naja, die sind eigentlich so teuer und schlecht wieder abbaubar. Ja, müssen wir uns eigentlich was anderes überlegen. Und denken wir, ja, schau mal hier, das ist vor 30 Jahren in der Kinderserie schon mal thematisiert worden. Und also, ich habe mir dann so die ersten paar Folgen angeschaut, halt bis zu diesem NSDAP-Zeig. Und dann habe ich immer wieder mal dann so reingeschaut und da kämen echt krasse Sachen da noch vor. Also auch mit richtig krassen Rassismusvorwürfen und keine Ahnung, er hat dann zum Schluss auch eine schwarze Freundin. Und die wird dann ebenso in der letzten Folge noch von dem Kra entführt. Ja, und dann reicht's halt am Alfred, der holt sich dann eine Waffe und bedroht den und sagt dann, also entweder du rückst das jetzt raus oder ihr schießt die. Bist du sicher, dass du das gesehen hast und es nicht eine South Park-Folge war? Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Also wer sich selbst wo hast du das angeschaut? Bei YouTube. Also es ist komplett auf YouTube drauf. Also wer mir nicht glaubt, der soll doch bitte sich das anschauen. Das war mein Vorleg. Ich hab mir gedacht, mal wieder so in alten Erinnerungen schwelgen und sich das anschauen. Und dann schon ab der zweiten Folge, wo man halt dann einfach das schon mitkriegt, boah, leck, das sind nicht nur seine Eltern, die da überfahren worden sind, oder die Eltern sind nicht irgendwie verschwunden oder so. Na, irgendwie seine 4 oder 5 kleine Geschwister sind alle überfahren. Oh, leck. Ey, das ist echt eigentlich eine heftige Serie und war mein Wolleck. Das glaube ich. Also ich werde es mal bei YouTube, ich werde es mir jetzt gleich mal hersuchen dann und lasse ich dann auch mal nebenbei laufen, weil ich mag auch immer irgend so alte Sachen zu mir in Erinnerung schwelgen, das finde ich mir ganz cool. Das mache ich auch gern. Und dann werde ich das mal ausprobieren. Wie viele Folgen sind denn das? Ja, so 52. Man muss nicht unbedingt alles sehen. Es gibt halt wirklich immer alles. Ja, du kannst dann natürlich alles zuschauen. Also so circa 20 bis 25 Minuten dauert eine Folge. War, glaube ich, eine Zusammenarbeit mit dem ZDF. Mhm. Und also es ist echt teilweise krass gewesen, wenn du dann das so hörst, um was da alles geht. Und dann geht's einmal um Glücksspielschulden und dann merkst du halt auch, dass dieser Adolf Hitler Charakter da immer wieder dann vorkommt und einfach sie dann da, glaube ich, in Argentinien sogar einmal absetzt oder so. Und das, also echt Wahnsinn. Krass. Ja, ich schaue es mal an, ich bin dabei. Okay. Mir ist überzeugt. Also, ich habe zwar, wie schon gesagt, filmtechnisch halt nichts zu bieten, aber wer mal so eine richtig coole Leck-Serie für Kinder sehen möchte, Alfred Jodokus Quack, kann man sich auf YouTube anschauen. Ah, okay. Dann lernen uns auch noch gleich was. Wenn da schon mal so wichtige Sachen wie Klimawandel, Rassismus und Hitler stinkt nach Scheiße thematisiert werden, dann ist doch das schon mal richtig, wenn man die Kinder das gleich mal von Anfang an lernt, oder? Ja, Walfang oder halt dann auch insgesamt mit dem ganzen Fischfang, dass das ja eigentlich sehr schlecht ist, weil je mehr Fische man fängt, umso weniger Sauerstoff gibt's dann auch. Und ich bin da gesessen und hab mir gedacht,
Das kann doch nicht sein. Wo sind diese ganzen Blödelfolgen oder keine Ahnung? Habe ich wirklich als Kind so viel gelernt? Und jetzt setzt ihr nichts davon und geht die ganze Zeit Walfang fangen. Naja, vielleicht war das auch kontraproduktiv, weil du da immer gedacht hast, ja, klar, das haben sie in den Zeichentrickserien ja einmal thematisiert, das ist alles erfunden. Ja, genau. Das gibt's nicht. Ja, das geht genau wie die geile Frage von der Generation Ü50. Glaubst du etwa auch an den Klimawandel? Glaubst du da dran? Echt jetzt? Was ist mit dir, du Vollidiot, Alter? Nein. Das ist alles erfunden, klar. Damit, Ja, damit Medien und Politiker ein bisschen was zum Verzeihen haben. Ja, genau. Das wird dann wieder auf irgendeinem Bilderberg-Treffen wird das wieder ausgemacht, dass wir, was wir schlimmer machen diesmal. Sagen wir, nächstes Jahr machen wir wieder den Klimawandel richtig aktuell. Was? Klimawandel, Alles unser klar. Thema für dieses Jahr. Genau. Hey, brauchen wir sonst so Themen? Warte, ich schau schnell Alfred Jodokus Quack. Dann sind wir soweit durch mit unseren Warlex für den Juni. Und wer natürlich unseren Anfang gehört hat und sie denkt, was, ein Jahr? Ein Jahr haben die Folgen produziert? Ja, Geleck, über was denn alles? Hey, ihr könnt euch das alles anhören, anschauen, ihr könnt es liken, abonnieren, teilen, ihr könnt es drüber schimpfen eher nicht. Ihr kennt's von mir, also ihr könnt's mit uns drüber diskutieren. Nein, ihr müsst nicht. es aber nicht. Keine Okay. Diskussion. Wenn einer was schlecht sagt, dann gibt's sofort eine auf die Eier und fertig. Mir scheißegal, mir nichts hören, weil ich offen. Und wenn jemand sagt da draußen, wo legt die machen sich so viel Arbeit und ich habe wirklich schon über 80 Folgen von den Typen da gehört, hey, ich mache ein Steady-Abo. Dann haben wir auch ganz froh drüber, weil dann können wir uns auch wieder mal was zum Essen kaufen. Wobei wir es nicht nötig haben, wenn man so schaut. Das weiß man nicht, das sagt man, hört uns nur. Ja, also jetzt dann gleich nach der Folge, jetzt sehen wir mal Bilanz, wie viel Geld wir mit unserem Podcast schon eingenommen haben. Und dann werden wir erstmal ausrechnen, wie viel zahlen der. Eins darf mich nur interessieren, wenn ich euch jetzt so einfach aus dem Stegreif frage, ob ihr mir eure Lieblingsfolgen nennen könnt, also oder praktisch die Lieblingsfolge, kriegt ihr das zusammen? Ja. Okay. Keine Ahnung. Dann da kann ich definitiv überlegen, Mike, was ist deine Lieblingsfolge? Meine Lieblingsfolge ist die mit dem Richie von die Platzer gegen Zombies. Ich hab mir jetzt auch die Folge schon zweimal angehört mittlerweile, weil ich es mit meiner Frau auch nochmal angehört hab. Und ich find's total lustig. Die und die Weihnachtsfolge, weil da ist wirklich, ich hab in der Zeit, wo ich die Probe gehört hab an Weihnachten, da war ich gerade am Arbeiten und ich hab während der Arbeit gelacht wie ein Depp über unsere Blödheit und die zwei Folgen waren dann meine Favoriten. Kani? Ich schau gerade auf Spotify, was wir für Folgen gemacht haben. Warte mal schnell. Dann Okay, sagst du, dann- Corby, Ja, mach du. ja. Also ich muss sagen, die Warlex-Folgen, die sind eigentlich auch immer ziemlich weit oben bei mir. Und meine Lieblings-Warleck-Folge, das ist die mit dem Flo. Die hat mir einfach wahnsinnig taugt, weil das so ein richtig cooler Flow war. Aber auch die Weihnachtsfolge von uns, die ist sehr, sehr hoch im Kurs. Also ich habe schon viel Spaß beim Aufnehmen gehabt. Gut, 2 Flaschen Wein haben sie natürlich auch entsprechend bemerkbar gemacht. Versuch eine Sau. Wir haben was ausgemacht gehabt. Aber die hat sowohl beim Aufnehmen als auch beim Ohren ziemlich viel Spaß gemacht, ja. So, Conny, wie schaut's jetzt aus? Ich hab noch nicht ganz durchgeschaut. Der Conny hasst Podcasts, deswegen mag er keine von unseren Folgen. Mein Gott. Das wisst ihr im Prinzip, genau, ich wollte gerade sagen, mittlerweile wissen sie ja alle, ich hasse ja Podcasts, warum hört man sich den Scheiß von irgendwelchen Deppen an? Idiot, voll Idiot. Entschuldigung. Na, also bei mir ganz hoch oben sind gefühlt fast alle Warlex, die finde ich eigentlich immer am lustigsten. Und die normalen Folgen, da jetzt auch unsere Weihnachtsfolge und die mit dem Richie von die Bloodsucking Zombies, das glaube ich sind auch meine 2 Highlight-Folgen gewesen, weil das war vor allem auch, wie sie sagt, mit der Weihnachtsfolge, da haben wir beim Aufnehmen schon ultra Spaß gehabt. Und das zum Ohren, da war es auch, so, dass ich mir gedacht habe, Lecky, was ist eigentlich mit uns? Sind wir alle 12 und zurückbleiben oder wie? Das gibt's doch gar nicht, was will ich für den Dreck reden. Aber die Leute aus Indien, Guatemala und so weiter, die mengen das anscheinend. Anscheinend. Ja, wahrscheinlich müsstet ihr mal wirklich auf Folgenebene schauen, wo die ganzen Leute das angehört haben und da ist wahrscheinlich die Weihnachtsfolge ganz weit oben. Wahrscheinlich, ja. Dieser Weltklasse. Also, auch wenn jetzt Sommer ist, hört euch die Weihnachtsfolge an, weil die ist lustig. Ja. So weihnachtlich ist es eigentlich gar nicht. Das stimmt, ja. Und abgesehen davon ist sowieso alles lustig, was wir mit haben, weil wir sau cool sind. Stimmt, das vergiss ich immer wieder. Oh Mann, Corby. Ja, das müssen wir immer dazu sagen. Und Leute vergessen es anscheinend auch, hört mal alles so. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft jetzt weiter unseren geilsten Podcast, den wir produzieren, anhören. Und der Mike sagt euch, was ihr sonst noch dort dürft. Ja, wie immer. Liken, teilen
und auch nicht nur uns, sondern auch beim Olaf Ittenbach vorbeischauen oder bei Borndet 2 vorbeischauen oder, weil wir es gerade gesagt haben, mit dem Flo, beim Hardline vorbeischauen und die alle Like da lassen und lieb haben, und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Kani, du darfst nur ein wunderschönes Gute Nacht oder gutes Weiterhören Wort sagen. Boah, da hast du mich jetzt überrumpelt. Ich hab keine guten Worte, ich hab nur mehr schlechte Worte. Das sage ich jetzt lieber nicht. Ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus. Ciao.